Gute Abend, ihr Leute. Mir spiele halt noch mal schön Dark Souls Remastered, beziehungsweise spiele, also mir spiele das schon, aber der Plan ist ja irgendwann mal so ein No-Death-Run zu starten. Und den trainieren wir heute. Ja, wir sind natürlich schon extrem weit in unserem Trainingsprozess. Das heißt, der eigentliche No-Death-Run steht quasi schon fast vor der Tür. Nee, also, ich habe jetzt nur versucht, dieses DLDU-Overlay hier an den Start zu bringen. Das hat auch funktioniert. Glücklicherweise weiß ich natürlich nicht, wie die ganze Gegner auf Englisch heißen, sondern ich weiß nur, wie die auf Deutsch heißen. Das heißt, ich weiß jetzt noch nicht so genau, was ich hier alles anklicken muss. So, unabhängig davon bin ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Ah, Havel haben wir auch schon gemacht. Gut, dann können wir da nämlich auch noch ein Häkchen dran setzen. Zack. So, jetzt ist die Frage, The Bridge Wyvern oder Wavern oder wie der heißt. Keine Ahnung, wer das ist. Was mir auch nicht klar war, im ersten Gebiet gab es schon 2 Black Knights. Könnte aber auch sein, dass ich quasi einen Black Knight, den ich gemacht habe, dass der quasi in diesem also in diesem Northern Undead Asylum war. Naja, ist ja auch egal. Und dann steht hier noch Grey Demon, aber ich habe keinen Plan, wer oder was das ist. Deswegen habe ich das Häkchen jetzt mal nicht gesetzt. Gut, aber und nichtsdestotrotz, der Havel haben wir schon geklatscht. Das ist schon mal sehr gut. Den Ring können wir auch eigentlich direkt anziehen. So, und wenn wir jetzt diesen Ring anziehen, dann könnte man ja eigentlich als nächstes auch so Helmjazz anziehen, ne? Ich hätte gern so ein bisschen Pop-Ups, ne? Dass wenn ich hier über so ein Icon mit der Maus fahre, dass ich dann angezeigt bekomme, was für eine Schadensart das ist. Ah, guck hier. Physische Abwehr. Was mache dann die Gargoyles? Mache die Magie? Ne, die mache eher Blitz, ne, oder? Und physischer Schaden, ne, Blitz. Mache die Blitz? Wer macht der Feuer? Weiß ich gerade gar nicht so genau. Naja, am Ende des Tages ist beides mehr, als ich jetzt aktuell habe, ne? Oh ja, gut. So. Aber jetzt mal was anderes. Ich habe doch jetzt extra den Havelring angezogen. Und er hat trotzdem eine, also ich will jetzt nicht sagen, die Rolle des Todes, aber auf jeden Fall ist es nicht geil. Ja. Ich will nichts sagen, aber die ganze Geschichte ist doch sehr ausbaufähig. Das hier scheint besser zu gehen, oder? So ist doch ganz okay. Gut, also wir kommen jetzt so langsam in die Geschichte rein. Ich weiß nicht mehr so genau. Also ich habe mir jetzt übrigens dieses Drache-Schwert geholt, also off-stream, weil ich gedacht habe, komm, das interessiert jetzt eh kein Schwanz, ob ich da jetzt auf diesen komischen Drache 25 Pfeile schieß. Aber ich weiß tatsächlich nicht so genau, was danach jetzt noch kommt. Ich glaube, hier drin rechts ist auch noch so komischer Ritter, der noch geklatscht werden muss. Guten Tag. Wupp macht's. 395 weg. Zack, tschüss. Der war das kurz. Der nicht. So, was geht mir mit dir dahin ab? Du wartest quasi auf schöner Wetter oder was? Nix gibt. Kann ich mich nur rumheben. Ah jo, trifft er mich. So. Jetzt müsste hier rechts eigentlich der eine Ritter sein. Der Ritter der Kokosnuss quasi. Hier der, genau den habe ich gemeint. Der war auch dieser Schlag am Leib. An der Richtung. Genau.
Alter, ich wollte gerade springen. Warum kann ich den nicht backsteppen? Gibt's so einen Grund dafür? Lief eigentlich ganz gut. Kleine Scherbe. So, jetzt habe ich mir Folgendes überlegt. Ich hole jetzt zuerst noch hier das komische Teil da hin. Die Fürstenseele. Ne, Feuerhüterseele. Ja, ist eh nicht Spaß. So, und zwar, wenn wir die jetzt poppe, ich glaube, dann wird steigert die Macht des Estus Flakon. Das ist doch eigentlich ganz geil, oder? Ne, nicht ablegen. Ich will den benutzen. Normo. Also das hier benutzen. Feuerhüterseele benutzen. Ich habe keine Ahnung, für was die sonst gut ist. Wir machen das jetzt einfach. Und da müsst ihr eigentlich das Estus Flakon mehr heilen. So. Als nächstes schnappen wir uns die Boge. Shit, ich habe eigentlich die Hoffnung gehabt, dass der Kollege hier oben unerbrochen wird, wenn ich den treffe. Ah! Ich habe gedacht, links, rechts laufen reicht vielleicht. Bin so langsam. Da schieße ich vorbei. Endlich. Sehr gut. So, jetzt war, glaube ich, noch... Oder hatte mir das schon freigeschaltet, diesen Shortcut? Na, ist egal. Sicher ist sicher. Den schalten wir jetzt einfach noch mal frei. Es ist auch tatsächlich besser, mit diesem Bandit anzufangen, weil der macht schon mit seiner Axt am Anfang deutlich mehr Schade. Und durch diese Stärke, die der quasi schon hat, wow, jetzt wäre ich fast hier in den Abgrund gelaufen, durch diese Stärke, die ich habe, kann ich dieses Schwert hier relativ schnell tragen. Also es sind, glaube ich, nur 2 Level oder so, die ich schon machen muss. Aber dafür muss ich ein paar mehr in Beweglichkeit drin packen, damit ich den Bogen benutzen kann. So. Dann gehen wir wieder hoch. Da ist noch einer. Den habe ich ja schon ganz vergessen. Der ist aber weg, ne? Also wenn ich den jetzt klatsche, ich glaube... Das ist kein wiederkehrender Gegner, oder? Sehr gut. Du hast Luftbeleg. Kabum! Auf Wiedersehen. Sehr schön. Grad läuft. Wie viel Seele gäbe dann eigentlich die Gargoyles? Geben die genug? Warum steht denn dort, ob er eigentlich 7 Menschlichkeit? Habe ich schon so viel Menschlichkeit genommen? Kann ich mich so direkt jetzt nicht dran erinnern, wenn ich ehrlich bin. So, hier müsste jetzt eigentlich ein paar von denen cool... Wow, Alter! Wo kommt denn der so schnell hergerutscht? Ah.
Es ist hier aber echt ein bisschen kameratechnisch ausbaufähig, muss ich gestehen. Also grundsätzlich ist es jetzt natürlich überhaupt kein Problem, die Lappe hier zu machen. Das Problem ist tatsächlich aus meiner Sicht eher, okay, dass ich jetzt nur noch 12 Flakons habe, für die Obe die Kollege zu machen. Ja. Ich bin noch nicht so davon überzeugt, den Obe jetzt zu machen. Wir machen zuerst mal die Gargoyles. Ich habe wieder vergessen, dieses Souls Seekers oder wie das heißt. Oder... Wow, nix gibt's. Ich will keine Hilfe. So, gucke mir mal. Das muss ich schon noch starten, weil dann würde ich jetzt quasi ein Safe Game anlegen. Das funktioniert wieder sehr gut, ihr Leute. Und zwar habe ich die Verknüpfung auf dem Desktop liege. Ich komme jetzt aber so gar nicht so gut auf Desktop drauf, weil das Spiel immer, wie soll ich denn sagen, am Rad dreht in dem Moment. So, komm. Habe ich mich verklickt und habe das Spiel wieder aufgemacht. Ich will das Spiel jetzt nicht. Ich will jetzt hier dieses Souls-Dingsbums. Kann ich das jetzt so rüber? Ja, guck mal, jetzt, das geht doch. So. Bezirk der Untoten, Anfangsgebiet. So. Jetzt muss ich, glaube ich, ins Hauptmenü. Wo ist meine Maus? Zack, so. Partie beenden. Ja. Alles klar. So, und jetzt kann ich sagen, hier, Import, Save Game, Rename. Gargoyles, speichern, fortfahren. So, jetzt ist natürlich trotzdem so ein bisschen die erste Frage, die sich mir gerade stellt, benötigen wir dafür noch zusätzlich zu unserem aktuell doch relativ vernünftigen Schwert Blitzschade? Und die nächste Frage, die sich mir stellt, ist, kann ich da überhaupt Blitzschaden drauf machen? Na, geht natürlich nicht. Sehr schön. Hätte sich die Geschichte auch schon wieder erledigt. Warum springt er nicht? Hör auf. Wow, der war knapp, Leute. Der. Nein, Herr mit dem Feuer auf. Formulieren wir es mal so. Mit dem Schwert ist eigentlich ganz geil. Wir haben den jetzt natürlich nicht den Schwanz abgeschlagen, das heißt, wir haben die Waffe nicht gekriegt. Obwohl ich eigentlich der Meinung war, ich habe relativ gut hinter dem gestanden und auch auf den Schwanz drauf gekloppt. Aber scheinbar nicht genug. Naja, gut. Gehen wir da hoch. Zack. Bibbeln wir das Glöckchen. Ich weiß gar nicht mehr, dann geht, glaube ich, irgendwas auf oder so. Oder es geht ein Feuerchen an. Irgendwie war das.
So, ich kann jetzt hier warten. Gargoyles, wo haben wir die? Ich weiß halt nicht. Ich weiß halt tatsächlich nicht, wie die ganzen Gegner hier heißen, ne? Deswegen weiß ich nicht, wo du die Häkscher setzen musst. Hoffentlich stellt er sich die Ohren zu. Boah, ey. Das geht ja nicht lang mitmachen, ne? Mir fällt auch übrigens mal auf, dass YouTube extrem viel zeitverzögerter ist im Vergleich zu Twitch. Also YouTube ist bestimmt, weiß ich nicht, also bestimmt 10 Sekunden hinter Twitch, würde ich sagen. Auf YouTube gehe ich jetzt erst die erste Leiter runter, ne? Da bin ich ja durch in die zweite gleich runter. So, jetzt ist da oben noch einer. Warte. Ah ne, das ist irgendwie so. Ja, guten Tag. Ja, Tag, Mahlzeit. Gegenstand kaufen. Wie soll ich denn sagen? Da holen wir jetzt erstmal gar nichts, ne? So, warten wir. Ah, das war hier vorne, ne? Das war ja noch ein Gegner. Den müssen wir uns noch holen. Ich hoffe, dass wir das mit den uns zur Verfügung stehenden Flakons hinbekommen. So. Wo war der Kollege jetzt? Hier oben, ne? Ja. Was glaubt ihr, was es dort hinten zu holen gibt? Was hat er bewacht? Formulieren wir es mal so. Das war sehr underwhelming, was der zu bieten hatte. Ist nicht so dunkel wäre. Hier der ganze Shit. Gut. War hier hinten noch irgendwie ein Fall oder so? Nee. Einfach nicht. Wo ging es hier jetzt hoch? Ich bin das ja erst als das vorletzte Mal, glaube ich, hochgegangen, aber ich weiß es schon gar nicht mehr. Ja, na gut, dann würde ich sagen, geht es hier erstmal nicht weiter. Wahrscheinlich ist es dann irgendwie Shortcut für später irgendwann, ne? Schätze ich mal. Gut, gut, gut. Bis jetzt läuft's noch. So, jetzt, ihr Leute, versuchen wir hier ohne die zwei Kollegen am liebsten nacheinander zu mir zu eskortieren. Da ist halt die Frage, wird ein Backstep reichen, um eine kaputt zu machen? Aber dort steht hinten rechts in der Ecke noch einer. Deswegen könnte es natürlich dann natürlich sein. Ach jo, natürlich drehen sich beide um. Dann gehen wir mal raus.
Okay, der Dori, das Ding kannst du glauben, du. Das wäre mir ganz recht, wenn ich ehrlich bin. Nein, warte, Mo. Stopp, Mo. Lass mich mal hinten dran. Jawohl, danke. Danke. Stopp. Jetzt können wir uns in der Halle, Kollege. Was eine Reichweite, ey. Lauf mal, Mo. Jawohl. Nichts gibt. Hinter dich. Ey, hör auf. Was ist das dann für ein Schlag, bitte? Hier so. Also. 180 Grad Schlag oder was? Und jetzt wäre hier hinten theoretisch noch einer, ne? Ich habe aber nicht mehr so viel Energie. Und da ich mir in die Hose mache, mir das so gestalte, dass wir hier Menschlichkeit opfern. Zack, guck mal, hier ist die Leichehall. Oder der Vorplatz zur Leichehall. Ach, komm, hopp, so bin ich. Hier, hallo. Danke. So, komm ein bisschen näher. Nein, so machen wir das nicht. Nein. Und erst beim Zurückziehen hat er mich quasi verletzt. Ach komm, der hält doch eh nichts aus. Oh, der war stark von ihm. Der war stark von ihm. Kannst du mal stehen bleiben, Kollege? Wow, jetzt ist aber langsam Schicht im Schacht hier. Das wird eng. Das wird eng. Warum habe ich das eigentlich nicht gleich so gemacht? Also, merke, Schild hoch, Glocke, kaputt haue. Dafür haben wir doch ein Schild, oder nicht? Nix. Schade. Dort unten war man, glaube ich, schon. Jo. Gut, also ich habe jetzt nicht mehr so extrem viel Energie, deswegen würde ich dafür plädieren, wir gehen jetzt über diesen Weg hier zum André, hocke uns hin, regeneriere, poppe ein paar Seele und gucke, was dabei rauskommt. Ob wir es packe, die 20.000 zu hitte, dann können wir nämlich das Wappen von Astorias oder wie er heißt, holen. Und dann können wir im Wald nämlich in dieses Tor öffnen und uns die Steinrüstung holen. So. André. Komm her. Ja, das reicht noch nicht. Ja, wir sind immer noch relativ weit von unserer Zielmarke entfernt. Ja, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. So könnte man die Sache vielleicht formulieren. Ja, langsam kommen wir der Geschichte schon ein bisschen näher. Jetzt müssen wir noch die hier, dann sehen wir wenigstens mal, wie viel die bringt. 2000, naja gut, ist doch ganz ordentlich. So, guten Tag, André. Und zwar hätte ich gern was von dir. Und zwar hätte ich von dir gern Astorias Wappen. So, sehr schön. Und Ausrüstung reparieren, könnt man auch mal gucken. Sieht man hier irgendwo, wie kaputt das ist, also Prozentzahl oder so? Ja. Sagen wir mal so, 14 Seele scheint noch nicht viel kaputt zu sein, ne? Ach, so wirklich Lohne. Ja, was ist Lohne, ne? Aber okay. Gut. Schick.
Ich befürchte, es reicht jetzt nicht, um noch Level zu leveln. Nö. Ja, dann nicht. Dann würde ich sagen, gehen wir in den Wald. Wir sind ein Waldmensch. Also gehen wir in den Wald. Und wir machen jetzt ein neues Safe-Game, weil dort unten ist jetzt der Blitzheinz. Und der Blitzheinz, den machen wir jetzt vielleicht zuerst kaputt. Und wenn ich das jetzt richtig sehe, also ich weiß jetzt nicht, wie viel Seele der gibt. Ich weiß nicht, wie viel Seelen der gibt, aber wenn wir den gemacht haben, dann gehe ich mal davon aus, könnte man doch vielleicht noch ein Level aufleveln. Ey, ich bin gesprungen. Ich sehe nichts. Ich mache hier wieder sehr viel Schade. Siri hat eben übrigens auch Kommando-Gap. Die ist sehr penetrant, um es nur nett auszudrücken. Fuck. Also beim letzten Mal lief das deutlich geschmeidiger, wenn ich ehrlich bin. Ist der so langsam? Das war nichts von dir, Kollege. Warum komme ich denn jetzt nicht mehr hinter den? Ich sehe nichts. Diese also diese Rotzstempel hier überall. Dass man sich ja nicht bewegen kann. Ich müsste den auch nicht machen. Ich könnte natürlich auch zuerst dran vorbeirennen. Und den quasi später mache, wenn ich die Steinrüstung habe, ne? Das könnte man vielleicht auch machen. Wobei ich mir tatsächlich nicht so sicher bin, wie viel Schade die dann tatsächlich abhält. Aber eigentlich müsste er doch machbar sein, oder? Naja, da war die grüne Leiste leer, ne? Junge, jetzt bin ich hier, quasi eingekaggert. Hier drin gibt es irgendwo was. Haben wir doch eigentlich auch einen schwerer Angriff. Oh, fuck. Ich habe hier kaum noch Energie, das ist mir eben gar nicht aufgefallen. Warum kann ich denn hier jetzt wieder nicht durch? Ich wollte eigentlich hinter denen, ne? Aber ich komme nicht hinter denen. Wie kann man dann jetzt hier sein ganzes Leben lang vor der Wand verbringen? Dass er halt auch immer so gestaggert ist, wenn man mal getroffen wird, dann kann man, ja gerade, ne, wenn der diesen Vorschwinger macht und dann den Zurückschwinger. Und dann bin ich von dem Vorschwinger, wenn ich so getroffen habe, obwohl ich bin ja eigentlich ausgewichen, ne? Also der hat mich schon nicht getroffen und dann hat er mich doch irgendwie noch getroffen, obwohl er schon mit seinem Speer viel weiter war. Und dann bin ich gestaggert und wenn er dann zurückschwingt, tot.
Ach, ich bin doch gesprungen. Ich bin wieder gesprungen. Jetzt hängt er wieder hier an dem scheiß Balge fest. Ey, das ist so nervig hier in diesem scheiß Raum. Ist das in der anderen Ecke besser? Nee, ne? Ich glaube, ich renne doch einfach an dem vorbei. Den muss ich jetzt auch nicht machen. Das bringt mir jetzt die ersten Okay-Vorteil. Außer ein paar Seele. Wir rennen an dem vorbei und wir gehen in den Wald. Finito. So, und an dem vorbeirennen, das dürfte ja tatsächlich weniger das Problem sein. Der ist hier ein bisschen lost am Anfang. So, jetzt rennen wir schnell um die Ecke, dass er uns mit seinem Blitz nicht trifft. Fertig. Abfahrt. So, hier müsste jetzt irgendwann so Baum angerannt kommen. Und eine auf Krawall mache. Das. Lila Moos. Ohne Moos nichts los. Das lila Moos ist, glaube ich, gegen Vergiftung oder so. Gut. So, ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich glaube, hier um die Ecke kommen erst die im Boden versteckelt sind, ne? Also hier, genau. Hier ist eine. So. Das hätte wir. Kommt hier noch eine. Gucken hier ein bisschen auf die Boden. Hier ist erstmal nichts mehr. Hier auch nicht. Nee. Nix. 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 Gut. Dann schnappen wir uns hier das Leuchtfeuer. Tadim. Pflanze uns mal gechillt hier hin. So, und jetzt wird es nämlich sehr spannend. Also jetzt mal ganz davon abgesehen, dass ich überhaupt nicht so genau weiß, wo ich hier hinrennen muss. Punkt 1. Punkt 2, gehe ich davon aus, dass das Gebiet halt für uns noch zu stark ist. Insofern wäre es natürlich schon sehr, sehr günstig, wenn man wüsste, wo man hinrennen müsse. Kart gibt es hier natürlich nicht. Wir gehen ein bisschen langsam vor. Oh, da kommt schon der erste Shit. Filikowski. Oh ja. Oh ja. Das ist blöd. Das ist extrem blöd. Woher weiß denn der eigentlich, dass ich hier bin? Tja, ihr Leute, müssen wir uns jetzt was überlegen, wie wir das machen, ne? Ich würde das, also wenn ich wüsste, wo ich hin muss, würde ich durchrennen. Das weiß ich natürlich nicht. Das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, ob man das auf die Schnelle rausbekommt. Finsterwurzgarden.
Wow, wow, wow. Das war, nennen wir es mal, Spielen mit dem Feuer. Komm, wenn du jetzt eh Krawall machen willst, dann komm gerade her. Bevor dein Kollege aus dem Boden rausgehüpft kommt. Stark. So. Sehr gut. War hier noch einer? Ich glaube, das war's, oder? Ja gut. Auf ein neues. So, pflanzt die Schingolech. Aufstehen. Jetzt machen wir hier Safe Game. Damit wir hier im Fall der Fälle noch mal schnell das sind, wo wir hinwollen. Artorias Wappentor. Zack. Ich verstehe halt auch nicht, warum der Gegner eben quasi so aus dem Niemandsland angerannt kam. Woher weiß der, dass ich da bin? Wird er alarmiert, wenn ich das Tor aufmache? Kann man das irgendwie googeln? Dark Souls 1. Stein. Rüstung. How to get the Stone Armor Set. Das sieht doch vielversprechend aus, oder? Das Video geht 1 Minute und 16. Die ersten 16 Sekunden sind rum. Und er ist noch immer genau dort, wo ich auch bin. Also entweder man bekommt es sehr schnell. Oder es ist Clickbait. Er rennt quasi immer geradeaus, der Kollege, okay. Ja. Jetzt ist es Forrest Gump, zweifelsohne. Und dann springt er hier runter. Oh, das war Horo. Und dann hier links in der Ecke oder was? Oder wie oder was? Ich hab so die Befürchtung, das geht irgendwie in die Bucht. Warum wäre ich getroffen? Der ist auch nicht getroffen vor. Schiss. Ja, ich weiß nicht, hat man da hinten schon was gesehen? Nee, ne? Aber das ist dann natürlich schon auch riskant in so einem No-Death-Run, ne? Würde ich mal behaupten. Der ist schon hier irgendwie durchgerannt. Vielleicht, wenn wir uns ein bisschen weiter links falle. Ja, der ist nämlich dorthin rein. Ja, okay, also wir müssen uns ein bisschen weiter links falle. Dann könnte das funktionieren.
Dann ist er hier runter. Ist hier in die Ecke. Und hier gibt es wohl die Rüstung. So, und jetzt haben wir die Scheiße wieder am Schuh. Nein, nein! Alter, ist der gut. Das Pro ist, wir haben jetzt die Steinrüstung. Contra ist, der No-Death-Run wäre jetzt hier beendet. Also wir kommen durch zu dieser Steinrüstung. Das Problem ist, wie geht's dann weiter? Und wir bekommen die auch so schnell jetzt nicht angezogen, ne? Das muss man halt auch wieder sagen. Ich meine, der erste war so dumm und ist runtergefallen, aber der zweite... So, ich habe jetzt aber auch die Schnauze voll. Dark Souls 1, Tritt, Tastatur. Dark Souls, Tastenbelegung, PC, Tritt. In Dark Souls auf dem PC trittst du, indem du gleichzeitig W und den leichten Angriff antippst. Das überzeugt mich nicht. Der Scheißdreck tritt der. Der schlägt halt einfach. Da hat ja wohl die Google KI mal wieder Bullshit erzählt. Das Problem ist, wie kommen wir jetzt hier durch, ohne dabei drauf zu gehen. Also, wenn wir uns hier links halle, dann funktioniert das schon mal ganz gut, dass der eine Kollege uns nicht erwischt. Das ist schon mal gut. Schlecht ist halt, dass die alle gar so Geier sind und uns hinterher rennen bis zum St. Nimmerleinstag. Und da würde ich tatsächlich sogar ein kleines bisschen abfeiern, wenn sie das nicht machen würde. Nein! Jetzt kann... Springen geht nicht. Weil sie den Weg versperren. Kriegt die so schnell aber auch nicht angezogen, die Rüstung, ne? Die Frage ist, bekommen wir die irgendwie los, die uns hinterher rennen? Gibt es da irgendein Item, das man dafür benutzen könnte oder so? Wenn ich zuerst nur recht renne. Ich meine, der Todesschädel, Köderschädel, ne? Wäre Option. Der Heimkehrknorre wäre Option, aber ich weiß nicht, wie lange der braucht, bis er quasi zündet. Aber gut, da muss so. Das wird sich rausfinden lassen, ne? Die haben ja schon ein paar Sekunden gebraucht, bis sie dann bei mir waren. So, jetzt rennen wir hier schön am Rand entlang, dass der andere Kollege uns nicht erwischt. So, den haben wir getriggert. Oh, der war groß hinter mir. Zu groß für meinen Geschmack.
Ja, mach's bitte. Zieh durch. Das könnte Sinn. Das könnte es sein. So, und jetzt hätten wir theoretisch die Steinrüstung. Jetzt sind wir natürlich leicht physisch unterwegs, wie sich das gehört. Deswegen legen wir die jetzt nochmal ab. Ach komm, die Stulpen lassen wir mal weg. Oh, die Banditehose hatte man an. Wie sieht's aus? Nee, das ist einfach wie so, ey, Kopftuch. So viel. Warte, stopp, ich hab die Handschuhe noch an. So. Jetzt Retour. Wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, wie ging es denn jetzt noch mal weiter? Wow, warum ist denn der jetzt eigentlich hierher gekommen? Ja, konnte ich wohl nicht aufnehmen, das Item. Wie ging's denn jetzt weiter? So, wie ging es jetzt nochmal weiter? Irgendwie vorne irgendwo runtergegangen? Habe ich das hier zufällig in meine Notizen drin stehen? Nee, Gargold. Zurück Richtung André, Aufzug, Feuerbahnstein, normalen Weg zum nächsten Leuchtfeuer. Dann Shortcut hoch, Drachenbrücke. Links. Ah, okay. Alles klar, jetzt geht's zu der Kellertür. Nee, ich mach den natürlich nicht. Ich habe hier noch viel zu wenig geübt. Aber ich wollte nur hier einfach zum Überblick, weil ich könnte hier noch ein Textfeld drüber klatschen. Testrun. Das könnte ich natürlich machen. Weil ich bin jetzt natürlich, ich habe erst hier am Anfang getestet, ja. Aber dann habe ich einen Überblick. Darüber, was ich schon gemacht habe und was nicht. Ne, warte, hier Trainingsrun nennen wir das, oder? Nicht Testrun. Trainingsrun. Keine Ahnung, schreibt man das zusammen? Wird egal sein. So. Gut, also, wir müssen jetzt hier zum Feuerband schreien, obwohl man könnte man auch. Nee, das ist schon der bessere Weg.
Tschüss. Kavum. Komm, wenn wir eh schon mal hier sind, dann nehmen wir den natürlich auch noch mit. Kostet ja nichts. So, hier links. Ja klar, die sind wieder hier. Naja, gut. Dann ignorieren wir die jetzt erstmal. Wahrscheinlich wäre es cleverer, die mitzunehmen für die Seele, ne? Dann hätten wir jetzt schon wieder ein Level machen können. Lauf, Forrest, lauf. Boom. Ah ja, genau, jetzt tun wir hier zuerst nur. Hey. Danke. Bisschen aufräumen. Hey, hör auf. So, genau, komm du mir hier vor. Boom. Der war gut. Nein, 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 nein. Boah. Ey, dieses Anvisieren, dass der da immer so 180 Grad Drehung macht. Wenn er irgendwie denkt, er hätte jetzt gerade kein Gegnerapparat. Ja, stark. So, hier hinten waren wir jetzt hier auch noch nicht. Das heißt, jetzt gehen wir hier entlang. Zack, 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 zack. So. Hier hatte man, glaube ich, schon alles gelootet. Tschüss. Hier geht's lang. Genau, kommt ihr mal alle hier vor und holt euch das Tod ab. Oh, stopp. So. Das reicht definitiv für ein Level. Aufsteigen. Vitality. Was war denn das? War das früher bei Mortal Kombat oder so? Hatte auch immer, wenn er irgendwie so Spezialangriff gemacht hat, hat er auch immer irgendwas gerufen. Vitality? Nee. Also. Warte mal, wie geht's denn hier weiter? Ah, Space wieder. Komm, machen wir Feuer. Komm, Feuer. Na gut, dann kommen jetzt die zwei zuerst mal hier runter. Oder auch nicht? Hallo? Genau, Feuer. Ey, wie kann ich war doch schon unten. Naja gut, die zwei Kollegen sind jetzt weg. Nein, nein, nein. Aua. Ey, warum direkt Normo? Macht schon wohl locker jetzt. Was ist denn das für ein Weg gewesen, wo ich dann hier entlang, also hierher kommen bin? Bin ich denn jetzt? Okay, also das ist dann wahrscheinlich der cleverere Weg. Wir gehen nicht die Abkürzung, sondern wir gehen hier entlang. Da müssen wir nämlich nicht über die Feuerbrücke.
So, jetzt ist die Tür hier offen. Aber hier ist kein Leuchtfeuer mehr, ne? Das heißt, ich muss... Ah, ne, warte. Unten ist auch noch mal ein Shortcut, den wir aufmachen können. Gut. Gut. Also, helle Tempo hat der drauf, ne? Warum? Also gab es jetzt wirklich in Dark Souls 1 noch nicht dieses schnell die Leiter runterrutsche. Ich habe schon so viel Taste ausprobiert, es geht nicht. So, jetzt kommen zuerst die Drecksköder. Was ist denn das hier eigentlich? Wo geht's denn hier entlang? Ah, hier gibt's auch Shortcut. Geil. Stimmt. Boom. Tot. Wow. Wo kommst du dann her? So, jetzt machen wir den Forrest Gump. Boom. Zack. Pflanzen wir uns hier hin. Holen uns nochmal unser Flakos zurück. Warum? Ah. So. Und jetzt würde ich am liebsten hier wieder durchrennen. Okay, ich wollte eigentlich stinknormaler Schlag machen, weil dann wären nämlich alle anderen mit drauf gegangen. So nämlich. Tschüss. So. Hier ist aber auch gefährlich runterzufallen, ne? Gerade weil die Tür müsste eigentlich in die andere Richtung aufgehen. Weil so muss ich um die Tür drumherum, um die Treppe runter zu gehen. War wieder der Architekt des Todes am Start, ne? Boom. Boom. Ey, hör auf. Bleib stehen. Sehr schön. Jetzt würde ich tatsächlich den Hund hier, genau. So gefällt mir das. So, hier hinten gibt es Doppelmenschlichkeit. Ich weiß gar nicht, was ist denn jetzt eigentlich der Vorteil von der Doppelmenschlichkeit? Kommt ihr vielleicht zu mir, damit ich nicht zu euch muss? So, rechts ist erstmal okay. Nein, jetzt tritt er! Nicht zu glauben, ey. Stundenlang versuche ich rauszufinden, wie man tritt und jetzt tritt er und ich weiß noch nicht mehr warum. Oder wie ich es gemacht habe. Ja, du musst auch ab, diese ADHS, ne? So, komm. Boom. Zack. Boom. Zack. So, Doppelmenschlichkeit. Her damit. Keine Ahnung, für was man die brauche, aber wir haben sie. So, jetzt wird es natürlich wieder ein bisschen blöd. Wegen den ganzen Assassine. Die dumme weg. Und die kommen halt auch nicht direkt, ne? Die kommen quasi erst, wenn sie mir nur in die Rücke fallen können. Das ist halt auch wieder Doppelscheiße. So, jetzt rennen wir schnell hier hoch. Ich will die nämlich nicht in meinem Rücken haben. Ja, das ist geil, dass die jetzt mit einem Schlag das Zeitliche segne. Weil dann ist es ja eigentlich relativ leicht. Die Kettebrecher. Bezieht sich Kettebrecher bestimmt auf diese Kettenhemden, die die Ritter früher anhatte, oder? So, warte, der hier, der ist auch schon getriggert. Ja, genau. So, hier kommen wir auch noch mal irgendwo zwei her. Die Tür ist verrammelt, da glaube ich jetzt nicht. Aber hier unten, das ist ja noch mal Hund. Hundili. Hundili, komm her. Ja, das ist er doch. Nett drauf, Schnaps drauf. Guck mal, der Anne, jetzt hat sich auch jetzt an der Tür eingekeilt. Wow, der war stark. Junge, der war stark. Aber das funktioniert nicht immer, ne?
So, wo kam denn jetzt dieser Pfeil oder so her? Nee, da ist noch... Nee, stopp, da ist noch einer. Ich hab doch einen Hund gehört. Mit seinen Steppschuh. Ey, wie kommt denn der von hinten jetzt? Drecksau. Was ist denn das? Nix. Wo kam der Drecksköder jetzt schon wieder her? So. Jetzt machen wir hier ein schönes Safe-Game. Importieren. Umbenennen. So. Ich weiß wieder nicht, wie der heißt. Ziegenpeter oder so. Aber ich nenne jetzt Hinterhofgangster. So. Okay. Fortfahren. Und jetzt gucke mir mal, was die Rüstung kann. Ich bin noch immer nicht so hundertprozentig davon überzeugt, dass uns das jetzt sehr viel weiterbringt. Aber mehr geht nicht. Gerade. Aktuell. Ah jo. Ich würde eigentlich ganz zuerst die Hunde wegmachen wieder, ne? Und was trinken wäre vielleicht auch ganz geil. Zu spät. Also ich habe mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen mehr von dieser Rüstung erhofft. Wenn ich richtig ganz viel ehrlich bin. Also mir lernt dort raus, ich darf nicht getroffen werden von dem Ziegenpeter oder Ziegendämon oder was auch immer das ist. Und es wäre wahrscheinlich clever. Ja, Haltung. Aber wie level ich die denn? Status. Gibt's hier so Ausdauer? Sieht man hier jetzt nicht so, ne? Aber ich krieg die jetzt auch nicht ewig hochgelevelt. Und ich habe hier schon dem Kollegen sein Ring an. Für was war der noch mal? Status umschalten. Sieht man hier nirgends, für was der Ring ist? Erhöht die maximale Ausrüstungslast. Okay, das hat jetzt mit der Haltung wahrscheinlich relativ wenig zu tun. Nein, geht doch nur weiter. Renn. Nee. So, und jetzt haben wir halt die Arschkarte. Shit. Wo bin ich? Renn mal ein bisschen weg. Spring mal ein bisschen, sauf mal was. Ach, der war zu kurz, aber da hat ich Kick gehabt, wenn ich ehrlich bin. Jetzt hat er mir aber gar nicht so viel Schade gemacht. Der erste Schlag, der, wo, wenn ich reinkomme, der macht am meisten Schade. Die andere ginge jetzt eigentlich, ne? Ja, aber ihr Leute, ich würde behaupten, so müssen wir noch ein bisschen in die Übungsphase gehen für den. Gut ist schon mal mit dem Schwert, sind die Hunde in einem Schlag kaputt. Da ist schon mal sehr viel wert. Aber ansonsten ist das noch ein bisschen ausbaufähig, würde ich sagen. Nicht wahr? Wie sieht denn das jetzt aus?
Ja, ist ganz gut, ne? Aber das, was er so am Oberkörper anhat, das ist noch ein bisschen hässlich irgendwie, ne? So, das sieht geiler aus, wenn ich ehrlich bin. Ja, so ist doch gut. Ja gut, aber als ich reingegangen bin, da war ja die Stamina eigentlich noch voll aufgeladen. Und dadurch, dass die Rüstung so schwer ist, kommt natürlich auch erschwerend hinzu, dass egal was ich mache, der Stamina-Balge mehr oder weniger direkt, oh, der lebt ja noch, direkt weg ist. Aua. Hör auf jetzt. Warum war der in einem Schlag weg und der andere hat 2 gebraucht? War hier nicht da noch Hunde am Start? Ach, warte, wir gehen uns erst hier hin. Ne, der Havel, der ist woanders gewesen. Den haben wir ja schon platt gemacht. Ne? So, was geht mit dir ab? Okay, hier scheint es. Ah, stimmt. Hier ging es jetzt in den Tunnel. Zu dem Kollege hier. Ja. Weiß ich nicht. Man kann theoretisch Scheißehaufe über das Tor werfen. Und dann kann man quasi kaputt machen darüber. Aber das wäre ja Cheese, ne? Und du haben wir noch, welch nicht? Wir haben noch 30 Pfeile, ja, 50. So. Und dann wäre die Frage, ob wir hier nicht auch noch sagen, komm, wir kaufen noch eine Heimkehrknurre. So, jetzt haben wir hier bei dem genug Geld ausgegeben. Will ich das nächste Mal ein bisschen Rabatt haben. Okay. Schauen wir mal, ob das auch hier vorne bei der Rad funktioniert. Jo, geil. So, jetzt ist das Schwert stumpf, weil ich die Wand kaputt gehauen habe. Hallo. Komm, wenn es geht und du hier rinkommst, wäre ich dir sehr zu Dank verbunden. Okay, scheinbar nicht. Ach, jetzt hat er wieder Schiss. Ich will nicht auf diesem scheiß Vorsprung hier kämpfen. Und hier eigentlich auch nicht. Der steht mir hier halt ein bisschen zu weit am Abgrund, wenn ich ehrlich bin. So, was ist denn das da unten eigentlich für Item? Warum habe ich denn das noch nicht? Gut gemacht. So. Guck mal, die hätte ich eigentlich auch noch gebrauchen können vorher schon. Also ich fand jetzt halt trotzdem komisch, so der erste Schlag, der hat mir quasi die Hälfte von meiner Energie abgezogen. Aber alle anderen, die waren eigentlich nicht so extrem. Machen wir noch eine Stärke, dass wir ein bisschen mehr... was war hier Ausrüstungsgewicht? Kondition. Das ist natürlich auch nicht verkehrt, ne? Wenn nicht, machen wir das nur so. Brauchen wir das? Ach komm. Vitalität ist einfach am beste hier am Anfang.
Aber da müsste ich mir tatsächlich auch mal Gedanken machen. Wie sehr, also wie ich levele. Ich habe mir die Gedanken natürlich gemacht, bis ich das Schwert tragen kann und bis ich den Bogen benutzen kann. Aber darüber hinaus weiß ich jetzt nicht so genau. Also Vitalität ist am Anfang wichtig, klar. Aber irgendwann muss man ja auch mal ein bisschen Stärke oder so hingehen. War aber der also haarscharf am Abgrund vorbeigetreten. So. Kauft man bei dem noch was? Wann kam denn die Gegend, wo man hier dieses Verfluchtrotz bekommen hat? Ah ja, es kostet 6000, das kann ich mir nicht leisten. Shit. Man könnte halt sagen, hier ist Feuer, können wir aber auf unser Schwert eh nicht ausrüsten. Komm. Gib mir mal du. Ich habe irgendwie so grob in Erinnerung, als wäre das irgendwie so eine Art Fall gewesen hier. So, Import. Ich glaube Tiefen hieß das oder so. Eingang Tiefen. Fort. So, jetzt könnte ich hier theoretisch diesen Hinterhof-Typen, wo ich nicht weiß, wie er heißt. Ich glaube, ich müsste das Spiel dann tatsächlich auf Englisch spielen, damit ich weiß, wie die Gegner heißen, die ich kaputt mache. Okay. Aha. Kommen wir vielleicht hier hoch? Genau. Weil dort bleibe ich nicht in meinem Schwertchen hängen. Eigentlich, wenn ich jetzt so direkt an der Wand stehe, da müsste die Kamera eigentlich automatisch hier von oben runter kommen, damit ich schön sehe, wo sind die Gegner und so weiter und so fort. War hier nicht auch noch jemand? Ich weiß nicht, irgendwas war hier komisch. Ach, Untiefen heißt. Mau, ein bisschen Krach, vielleicht kommen die Gegner dann freiwillig hoch. Was ist das hier? Okay, hier geht's runter. Dann gehen wir zuerst hier hin und das Item hole. Doch. Ich hab mir noch gedacht, das sind doch Schritte. Wie trete ich? Jetzt hat er schon wieder gedreht. Ich weiß nicht. Okay.
Stark. So war das nur genau nicht geplant. Kommt hier ohne der jetzt hochgerannt? Der sieht aber brutal aus. Machen wir jetzt erstmal hier hinten den. So. Mal die Bänke hier ein bisschen aus dem Weg schaffe, dass man sich hier mal bewegen kann. Nicht, dass der andere gleich hochkommt und nicht an jeder Ecke wieder hängen bleibt. So. Kollege, da oben wär's. Genau. Boom. Der hätte bestimmt drin gehauen. Irgendwo hinter den. Hinter, ne? Ey, wo kommt denn der jetzt her? Warum kann der kein Backstep? Ah, jetzt. Jawohl. So wollte man das eben auch schon. Oh, was hat er im Angebot? Sack. Na gut. Also jetzt könnte man hier runter. Man könnte hier runter. Aber gut, gehen wir die Treppe, ne? Aha. Warum hält denn der... Nein! Dort wollte ich nicht hin! Dort sind doch so viele Hunde. Warum reicht denn hier jetzt wieder Einschlag und bei dem anderen Köder nicht? Gefährlich dort unten. Guck mal, das ist noch einer. Stark. Ich habe tatsächlich noch nie Hund seitlich springen gesehen, ne? Also nur Pfanne. Nur Pfanne eigentlich auch schon eher nett. Was ist? Ich glaube, nur Pfanne sind Mimics, ne? Große Glut. Das ist nicht nur eine kleine Glut, das ist große Glut. Boah, da hätte man so geil im Kamin quasi so Geheimkammer verstecken können, ne? So, jetzt muss ich hier runter ins Wasser. Und das war doch irgendwie Haufe Ratte oder Köder oder irgendwas. Okay. Okay. Ah, das ist noch so Kollege. Noch irgendjemand am Start? Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass hier, ich weiß nicht mehr, ob es Matteo oder wer war, der ist hier runtergefallen und elendig kaputt gemacht war, weil dort ohne Haufe Gegner kam, aber das war doch jetzt eigentlich, ich würde sagen, 2 Hunde und der eine mit seinem Messer, oder? Okay. So, jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Mehr links. So. Wo kommst du dann jetzt her? Aua. Mach schon noch mal so. Wow. Hat sich's ausgehümmt. So, nehmen wir das Schild nochmal an den Start. Wie sieht's hier aus? Explodieren die alle? Steht du hinter einer? Irgendwie traue ich dem gerade hier gerade nicht so. Alter, ist das so dunkel. Ach, da hinten ist einer drin. Ja, korrekt. Wir machen hier muss ich erst alles kaputt. Sicher ist sicher.
Und jetzt wäre der Assi. Ja, stehen doch schon, wie er da in seiner Hand Feuer hat. Ja. I would have been a supper without you. Been eaten alive. I shudder to think. Thank you. I am Laurentius. I will not forget. Mhm. Oh, hello. I'm fine, thank you. Oh, hello. I'm fine. Ja, hat die Haufen zu erzählen. Jetzt müsste ich ja quasi wieder mein Estus Flakons auf die korrekte Anzahl bringen. 4. So. Also von hier unten sind wir hochkommen, dann geht es hier hin weiter. Ach, das ist der Kollege, den ich eben... Genau, ja. Wäre schon geil, wenn es heller wäre, wenn ich ehrlich bin. Ist halt so ein bisschen die Frage. Also bei Elden Ring gab es ja so Laternen, aber ich glaube, hier gibt es nur Fackel oder sowas. Aber die muss ich ja dann wahrscheinlich in die Schlaghand nehmen. Das will man ja auch nicht. Ne? Also... Ich wollte gerade sagen, ey, ich kann mich noch daran erinnern, dass hier ohne irgendwas scheiße war. Ah. Und war hier ohne jetzt nicht dieser Bereich, wo man irgendwie die Pest bekommt und dann der Energiebalken noch halb so lang war oder irgendwie so Scheißdreck. War da, ist das Ding jetzt von der Decke gefallen, oder? Trau dem ganzen Scheiß hier genau gar nicht, ey. Okay, das ist nur am Anfang erst nur. Dann kann man hier mal relativ gut durchlaufen. Okay, ja, guck dir an. Guck der an, wie sie alle gerade überhängen, wie bestellt, nicht abgeholt. Nee, ihr könnt mich gerade nur rumheben, jetzt nur um Scheiß. Kommt das jetzt zu mir gerobbt? Ist das so lieb? Das tut doch nicht springen, ne? Das ist schon langsam. Okay, das macht dir jetzt, wie soll ich denn sagen, nicht so extrem viel Schade. Dieses Zeug, was hier so ausläuft, das macht mir jetzt aber erstmal nichts. Hoffentlich. Wie kann man dann da vorbeischießen, Kollege? Das Ding braucht ja ein bisschen länger, ne? Da könnte man ja in der Zwischenzeit hinter den Kollegen uns holen. Oh, der läuft aber auch, als wäre der in die Hose geschissen. Nein! Das kann ich jetzt aber nicht gebrauchen, dass die Waffe im Arsch ist.
Ich habe doch so viel mit der Waffe jetzt gar nicht gemacht. Ich habe die doch erst repariert. Jetzt haben wir doch so Billo-Waffe am Start. Was war das für Aktion? Also die ganze Aktion hier, die gefällt mir genau gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Kann man sich die vielleicht alle holen? Ich weiß nicht, wie schlimm sind die dann, wenn man die auf Amo hat. Alter, du wirst jetzt das scheiß Ding dahinter treffen. Das gibt's doch gar nicht. Mache die irgendwie Säure oder sowas, wenn man die trifft und deswegen ist die Waffe so schnell kaputt gegangen oder wie soll ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt nur so drüber nachdenke, wow, zurück, dann ist das doch wahrscheinlich so. Also ich muss jetzt zum Antrieb gehen, die Waffe reparieren. Und ich muss mich dann aber theoretisch nicht ans Leuchtfeuer hocken. Das heißt, die ganze Gegner wäre dann ja nach wie vor tot. Und dann könnte ich quasi wieder ungestraft und unbehelligt an die Position hier gehen. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Das Vieh lebt doch noch. Warum kann ich das jetzt nicht anvisieren? Weil es eine Wand hängt oder was? Ah, jetzt. Schiss. Ich hab gedacht, der eine Schlag reicht, damit das scheiß Rotzvieh tot ist. Und wenn ich das jetzt so ganz richtig im Kopf habe, gab es hier unten noch nicht nur Leuchtfeuer. Der General-Schlüssel, geil. Kaum sah nichts. Du ist es. Geil. Aber will ich mich jetzt ans Leuchtfeuer hocken? Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Weil da muss ich für die ganzen Gegner noch mal neu machen, ne? Wie waren das, wenn ich jetzt an das Leuchtfeuer gehe und E drücke? Dann wird das doch eigentlich nur aktiviert. Oder ist es dann schon gleichzeitig mit Hinsätze und Gegner resette? Naja gut, wir finden das gleich raus. Jetzt gehen wir zuerst noch mal den ganzen Weg zurück. Repariere unser Waff. Damit wir hier unten ein vernünftiges Schwert haben. Und, warte mal, kam er hier eigentlich zum Andreh? Hier kam er gar nicht zum Andreh, gell? Also schon, aber ich muss jetzt quasi in den Feuerband rein. Der Kollege kann mir die Waffe nicht reparieren. Warte, komm, mal gucken. Vielleicht kann er das doch auch.
ich jetzt nur Rede kaufe, das ist nicht unbedingt... Shit. Cheat! Aber hier dürfte ja eigentlich jetzt auch erstmal kein Gegner sein, oder? Weil hier sind wir doch am Anfang... Das sind wir doch durchgelaufen. Hä? An was für Leuchtfeuer haben wir uns da angehockt? Das muss doch hier gewesen sein. Da kommt ja noch ein bisschen vor. Ich sehe den halt nicht. Du ist er. Jawohl, stark. Wir müssen doch vom Feuerschrein gekommen sein. Von wo soll man denn sonst? Das ist doch sonst nirgends Leuchtfeuer. Warum sind die wieder alle hier? Das ist komisch. Finde ich. Ach, guck mal, jetzt stehen hier ganze Haufen von denen. Hello, I am Petra. If not... Hello, I read, but I hear no. Ach, guck mal du. Oh, Hast du noch was für mich? You look time don't you might. Oh, don't we? It is. Was du für einer? You are on. Then we've no time to fret. We must not. Guck mal, der Anna hat mir wenigstens was gibt. Und ihr gebt mir alle nichts. Did I not? Normal müsst ihr euch alle umbringen jetzt. Das ist quasi Schutzgeld. Ah, oder sind die resettet, weil ich auf Spiel beenden geklickt habe und dann wieder reingegangen bin. Aber das wird aus meiner Sicht keinen Sinn ergeben, weil ich speichere doch damit das Spiel. Gut. Ja, die ignorieren wir jetzt nur. Guck mal, wie lange wir jetzt hier rennen musste, um hier runter zum André zu kommen, ne? Dach. Was? Nee, hä? Was? Most weapons are not, but every... If you can have the nice, so pay them a... Ey, ich hab so... Woher soll ich denn jetzt wissen, dass der jetzt mit irgendeinem Rotz hier ankommt? Also die Waffe hier, die verstärken wir auf jeden Fall nicht, ne? Und das müssen wir das mal so klar sehen. Können wir aber vermutlich auch gar nicht verstärken. Weil uns dafür was fehlt. Drachestein. Ja. 10.000 Seelen haben wir natürlich auch nicht. Aber das ist auch, glaube ich, gar nicht so gut, wenn man die verstärkt. Das bringt gar nicht so viel, ne?
Also müssten wir tatsächlich mal gucken, auf was für Waffen wir dann vielleicht irgendwann mal gehen. Ausrüstung umwandeln. Waffe verstärken. Ne, abbrechen. So war mal eben. Rüstung verstärken. Interessiert nicht. Das ist okay. Gegenstand kaufen. Gut, es wäre jetzt die Überlegung, ne? Verstärkt von Waffen am Was? Verstärkung von Waffen am Leuchtfeuer. Verstärkung aus Reparatur von Waffenrüstung am Leuchtfeuer. Also das Kiste, das holen wir uns mal auf jeden Fall. Weil Come get yourself. Ist das dann so einmal Ding oder kann ich das quasi, jetzt habe ich das und jetzt kann ich das immer am Leuchtfeuer machen? Nee. Müssen wir nur in die richtige Aufzug rennen. Bei dem anderen ist jetzt Gitterpfanne dran. Ah, okay, dann ist ja oben ist Gitterpfanne dran, aber unten ist keine Pfanne dran. Das heißt, unten kann man eine falsche rennen. Ich müsste jetzt quasi noch mal im VOD gucken. Aber, jetzt warum sind die jetzt wieder alle gar hier? Ich habe mich doch an kein Leuchtfeuer gehockt jetzt. Stark, Junge. Also das verstehe ich jetzt einfach nicht. Weil, also, wenn ich jetzt auch wieder voll Energie bekommen würde, dann würde ich schon sagen, jo, okay, ist okay. Aber habe ich ja nicht. Ich darf mit dem ganzen Scheiß, den ich hier habe, ja, kaputtes Schwert und also nur noch 3 Flakons und weniger Energie und alles so rumlaufe. Und die respawnen in der Tour. Normal respawnen die doch nur, wenn ich mich ans Leuchtfeuer hocke. Was ist denn das? Hier, der Heinz, der ist weg. Ich hoffe nur, dass die hier unten jetzt auch alle weggeblippt sind, weil ich habe jetzt keinen Bock, mich nur noch mal durchzukämpfen. Jetzt sind die auch wieder alle do. Ist jetzt halt so ein bisschen die Frage. Ich glaube aber tatsächlich, dass diese komische Dinger unten mein Schwert kaputt gemacht haben. Das hier ist auf jeden Fall das letzte, was ich mache heute. Das regt mich jetzt gerade schon wieder auf, ey.
Ja, ist genau so nämlich. Warum sind ja jetzt die ganzen Gegner wieder durch? Ich hab mich an kein Leuchtfeuer gehockt. Was sieht man hier irgendwo? Von dem Schwert? Wie gut das noch ist? Also... keine Ahnung, wann das kaputt geht oder so. Hier. Benutzen, abnehmen. Nee, will ich nicht. Ich will nur wissen, wie viel, also wie kaputt das jetzt ist. Hier, Robustheit wahrscheinlich, oder? 360 und 360. Machen wir das mal so. Gut, schwätzen, jetzt müssen wir halt mal abwarten, wie viel Schade mir mit dieser Axt mache. Ja gut, ist halt schon ein Unterschied, ne? Ob die Gegner mit einem Schlag tot sind oder mit zwei. Ich meine, die Schläge, die kommen ja verhältnismäßig schnell. Aber es ist halt trotzdem deutlicher Unterschied. Ja gut, klar, die macht 95 Schade, das andere Schwert 200. Ich verstehe halt einfach nicht, warum hier alle Gegner wieder doof waren oder sind. Also ich meine, normalerweise kommen die doch erst, wenn man sich ans Leuchtfeuer hockt. So, wenn wir jetzt gegen den Metzger kämpfen, wäre jetzt aber vielleicht das Leuchtschwert dann doch besser. Weil der hält die schon ein bisschen mehr aus. Also das verstehe ich jetzt echt nicht. Und das ärgert mich auch. Ich meine, ja, man muss ich halt irgendwie mal googeln oder was. Aber er war, also ich raff echt nicht, also es hängt mir echt zu hoch. Ach so, jetzt ist wieder hier unten mit den Flakons die falsche Anzahl. So. Stopp. Ich gehe jetzt nochmal hier hoch. Dann wäre die Hoffnung, dass der Hund schneller ist als der andere. So. Bleib stehen. Arschbohrer wollen wir machen. Hey, das regt mich noch immer so auf. Große Glut. Es regt mich noch immer so auf, ey.
Ich verstehe es halt nicht, warum doof irgendwo wieder alle Gegner doof waren. Ja, auf zu treten jetzt. Du tritt er jetzt in einer Tour und ich weiß nicht wie. Aber wenn ich treten will, dann klappt's nicht. Komm her jetzt, Köder. Wie ist er denn jetzt an? Ja, ist halt scheiße mit der Waffe jetzt so. Aber ich will die anderen nicht wieder kaputt machen. Hier war auch wieder so Metzger am Start, ne? Kann man jetzt hier noch mal irgendwie den Status umschalten? Anzeige umschalte, Status umschalte. Was ist denn? Status sind Mai-Werte und Anzeige. Ah, okay. Oh, Alter, ey, das geht aber schon rapide bergab jetzt, ne? I'll be... Statt Danke zu sagen, könnte ich mal was schenken. Ich bin ein sehr materieller Mensch. Jo, dann halt nicht. So. Wo ist denn der ohne der Schlachtermeister? Der ist irgendwann von da hinten. Wo kommt der jetzt eigentlich her? Komm, jetzt saufen nur was. Der war echt schnell, ey, ohne Scheiß. Wie waren das hier noch nur? Waren hier irgendwelche Gegner am Start? Nee, oder? Ich meine, hier war erstmal nix. Und dann sind wir hier runter, genau. Und hier war schon irgendwie direkt einer, der so von der Decke gefallen ist, ne? Irgendwie so war das so. Oder ist das erst hier drüber gewesen? Ja, so. Wabert irgendwas, ne? Hier sieht man ja tatsächlich besser. Ey, ernsthaft jetzt? Wo bleibt denn der bitte jetzt stecken? Nee, wo kommt denn der jetzt her? So. Wir müssen jetzt hier tatsächlich öfters mal ein bisschen gucken. 213 und 250 ist eigentlich noch ein bisschen Luft, würde ich sagen. Hier war, glaube ich, nichts. So, und hier war wieder welche am Start, ne? Mal gucken, keine Ahnung, wir haben 3 Stück, das Emo könnte man machen, oder?
Ja, die sind weit genug weg. Komm. Komm hier rein. Komm. Ja, weiß nicht was. Bin ich dann nicht so gut, wann der du angreift, wenn der alle noch gerade am Abnippeln ist. So. Jetzt gucken wir sicherheitshalber noch mal nur die Waffe. 211. Aber das zieht jetzt nicht so viel ab hier, ne? Also vielleicht ist auch so, dass irgendwie die Axt mehr aushält an der Stelle. Ich will nicht zu weit gehen. Ich will der hinten den eigentlich jetzt nicht triggern. Auf der anderen Seite kommen, die sind so langsam. Dann tun wir den jetzt so herhole. Und dann können wir den schon nur wegmachen. Und dann können wir in Ruhe die andere Klatsche. So. Ich wollte gerade sagen, geil wäre es, wenn ich denen 2, am besten alle 3 gleichzeitig Schade zufüge. Damit es schneller geht einfach. So, jetzt hier ist die Frage, ist hier auch noch nur irgendwo eine Falle? Nein. Ich meine, im Leuchtfeuerraum ist hier normal nie irgendwas. Also, gegnermäßig meine ich jetzt. Wäre jetzt natürlich trotzdem mit ausgeschlossen, dass hier irgendwo so Wand ist, die gar kein ist. Okay. So, jetzt haben wir das entzündet. Jetzt gehe ich trotzdem mal um die Ecke Lunsele. Was hier so abgeht. Guck mal, wenn du jetzt nicht den Generalschlüssel hättest, ne, dann würdest du an dieses Leuchtfeuer ja auch erst nur so nicht drankommen. Du Ratte. Haben die mich gesehen? Was ist denn das? Ach, das ist Rosirad. Die kann ich, aber die treffe ich nicht durch die Wand hier, ne? Habe ich jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Ey, das sind auch noch viel Ratte, ne? Also das kann man jetzt nicht mal sagen, okay, das ist eh Ratte oder so. Kommen vielleicht hier in diesen bisschen größeren Raum. Oder er kommt gar nicht. Sagen wir mal so. Wenn denen das egal ist, ob die angepumst wäre oder nicht. Ach ne, die will schon kommen, aber die hängt irgendwo fest, ne? Ah, natürlich. Na klar.
Ach, was denn sonst? Ah, ich wusste doch, dass er kommt. Soll schön herkommen. So, ich wollte gerade sagen, da war aber gefühlt noch mehr von der Satt, ne? Oh, stopp. Menschlichkeit, alles klar. Kann man tatsächlich hier relativ gut gebrauchen. In diesem No-Death-Run hier. Also, jetzt aktuell ist sie eher noch so Übung. Übung macht den Meister quasi. So, und jetzt wäre die Frage, ist hier rechts um die Ecke noch MA? So. Was ist das da? Großaxt, geil. Kann die was? Großaxt, die macht die schon ordentlich Schade. Kann ich die benutzen? Nein, Stärke 32. Du, haben wir noch ein bisschen was vor uns, ne? Also nur quasi erstmal die Hälfte. Warum kann ich die jetzt nicht anvisieren? Okay. Merkwürdig. Verstehe ich nicht. Egal. Ah, okay, hier sind... Wo ist denn dann die Großrad? Ich bin da jetzt tatsächlich noch... Wow, 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 wow. Was war denn das? Wo kommt die dann jetzt her? Ich meine, die kann uns natürlich gesehen haben, als wir hier auf der Ecke standen, aber... Okay, wird jetzt irgendwie der Abgang gemacht, oder... Okay, ja. Formulieren wir es mal so. Ich würde schon bevorzugen, wenn die Kollege hier hochkäme. War da nicht noch ein Rad? Ja, ey, es ist so klar gewesen wieder. So, aber da ist hier dann die Großrad am Start, ne, oder? War da nicht noch ein Rad? Doch, da ist noch ein Rad. Sich ein bisschen, ne? Was hat die da unten jetzt kaputt gemacht? Ach komm, wir nehmen mal so erst das Ding. Na, weiß ja nie. Okay, jetzt geht's hier hin. Das sieht... Macht die dieses Gitter kaputt?
Oder irgendeine Schlüssel, alles klar. Also das Gitter macht es nicht kaputt. Und ich kann das mit dem Bogen mit Sicherheit auch nicht durchschießen, ne? Ja, ist. Kollisionsabfrage aus der Hölle, ey. Okay, hier geht's noch weiter runter. Ich habe halt echt so ein bisschen das Gefühl, als wäre hier gleich wieder so Moment, wo man sich denkt, okay, das wollen wir eigentlich nicht, ne? Habe ich jetzt gerade gar nicht mehr so viel Lust drauf. Okay, hier wird mir aber auch schon wieder irgendwie hochladen können, hoffentlich. Und hier ist doch ein Loch mit drin, ne? Das heißt, wenn ich jetzt die komische Ratte hier anschieße, dann kommt die nicht zu mir, oder wie ist das? Weil du ein Loch im Boden ist. Ah, jo, kommt sie zu mir. Aber wenn ich dort lang laufe, ne? Wissen wir, was dann passiert? Ich falle runter. 100%ig. Er ist zu dick für durch die Tür, der war so gefressen mit der Mo. Ja, ich weiß nicht so genau, wenn ich ehrlich bin, ihr Leute. Also das sieht doch so aus, als würde ich hier runterfallen. Wir haben halt auch nur noch Estus. Das ist halt reichlich wenig, muss ich sagen. Weil ich nicht weiß, ob es hier hinten dran einfach weitergeht oder ob dort ein Bossgegner kommt. Also ich würde tatsächlich fast sagen, gehen wir nochmal zurück ans Leuchtfeuer. Und dann tun wir es für heute nochmal gut sein lassen. Und ja, es wird eigentlich gewährt. Wir müssen uns schon anhocken jetzt, ne? Dann können wir hier aufsteigen. Könnten wir theoretisch ein bisschen was in Stärke machen. Vitalität. Ich meine, ein bisschen mehr Schade wäre auch nicht verkehrt, ne? Weil wir schadenstechnisch eigentlich so schlecht nicht aufgestellt sind. So. Beenden. Und dann setzen wir hier noch ein Save Game an. Das ist das Save Game 08. Da ist natürlich ein Haufen Pfeile vergeudet quasi. Aber ja gut, was will ich machen, ne? So, ihr Leute, das war's dann für heute noch mal. Am Montag geht's weiter. Ich wüsste zumindest jetzt aktuell noch nicht, was ihr sprechen sollt. Und dann schauen wir mal, vielleicht kann ich in der Zwischenzeit mal recherchieren, was für Gegner ich hier schon gemacht habe oder auch nicht. Weil ich habe tatsächlich keine Ahnung. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Sonntag und einen guten Start in die neue Woche. Bis dann. Ciao.